Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer du hier bist. Wie viele Tassen müssen noch zerschlagen werden in den Kopfschränken? Was lasst ihr euch noch alles bieten, bis es dann wirklich mal für euch zu viel ist? Fragt ihr das dann und wann euch selbst? Es sind Gedanken, die da sind in dieser Zeit, in diesem Raum. Und diese Gedanken, die kommen mehr und mehr und mehr. Und warum kommen sie steigernd? Weil die Wirkungen von den Ursachen zu heftig sind. In meinem Fall ist es so, ich bin ein Schmerzpatient und darum brauche ich CBD. Ist etwas sehr Wirkungsvolles und kann die Schmerzen beruhigen. Weggehen sie nicht, doch es ist viel einfacher, mit ihnen umzugehen. Ja, sowas wird natürlich nicht einfach so verschrieben. Und wenn, dann bist du ganz speziell registriert. Vor allem, wenn dann noch der medizinische Hanf dazu käme, dann bist du sowieso in einer Fische, weil da nur der Bund entscheiden darf, dass du das haben kannst oder eben nicht. Das ist eine Gesetzgebung, die die Selbstverantwortung und die Freiheit des einzelnen Menschen derart eingrenzt, einsperrt, zunichte macht. Es ist nicht mehr möglich, sich selbst mit den Mitteln zu heilen, zu pflegen, ja, zu unterstützen, die selbst gewählt sind. Es wird vorgeschrieben, diktiert durch die Pharma via Krankenkasse. Und ja, die Krankenkasse, das ist dann ebenso das Beispiel bei vielen, vielen, vielen Menschen derzeit hier in der Schweiz. Diese Nötigung, diese sogenannte Grundversicherung zu haben. Und die Grundversicherung, die leistet eben nicht das, was eben von Grund auf getan werden sollte. Nämlich das Natürlichste zu geben, wenn was ist. Das wird nicht gemacht. Es wird partout nur aus der Pharmaschublade verteilt. Und wer das nicht erträgt, der zahlt dennoch diese Prämie und bekommt nichts anderes. Also es ist sogar unterlassene Hilfeleistung. Es ist fahrlässige Körperverletzung, manchmal bis zum Tod. Also fahrlässige Tötung in vielen Fällen sicherlich auch. Wir haben hier ein gröberes Problem in der Gegenwart und das nennt sich Pharma. Und das nennt sich Eugenik. Und das sind dann sogenannte liebe Menschenfreunde, Philanthropen nennen sie sich. Also mit Philanthropie hat das überhaupt nichts mehr zu tun, was da heute gelebt wird. Das muss man mal deutlich machen. Das sind einzelne Herren, die sich als Herren fühlen
Übermenschen sozusagen, die uns als Untermenschen betrachten, die sich das Recht herausnehmen, einfach so uns Menschen, die Menschheit, fremdbestimmt, nach ihrem Gutdünken zu reduzieren, zu unterdrücken. Diese Menschen leiten und forcieren praktisch alle Projekte, die da sind in der Gegenwart, in der großen Öffentlichkeit sind, zum Beispiel den sogenannten Klimaschutz. Also wer da drauf hereinfällt, I'm sorry, dem kann ich wahrscheinlich nicht dienlich sein. Dann die sogenannte Pandemie, die eine Plandemie ist, genauso wie die sogenannte menschlich gemachte Klimaerwärmung. Es wird abgelenkt von vielen Dingen. Es sind dieselben, die die Welt zerstören. Ein Bill Gates, das ist wahrscheinlich der größte Waffenhändler, den es derzeit gibt, weil er in den Waffenfabriken derart große Anteile hat, wie niemand sonst. Aber er bezeichnet sich selbst als Menschenfreund. Ich habe vor Jahren schon mal einen Beitrag gemacht über diese Eigenart, dass schön geredet wird und im Hintergrund wird das Gegenteil getan. Also die uns versprechen, die Erde und uns retten zu wollen, das sind genau die das Leben auf diesem Planeten zerstören. Sie zerstören die Erde, sie zerstören das menschliche Leben, auch das tierische. Und sie haben überall dort ihre Beteiligungen, wo es wirklich nur um Zerstörung und Profit geht. Überall dort. Und dennoch, so ist das Leben heute, gibt es dann die Regierungen. Und da frage ich mich, warum fahren die auf diese Konzepte, die dahingestellt wurden von Oligarchen und wirklich falschen Menschenfreunden, warum fallen die Regierungen darauf herein und machen da mit? Sie fallen nicht darauf herein. Sie sind da mit im Boot, die meisten, die da mitmachen. Und der größte Widerstand ist erkennbar derzeit aus Afrika. Und sogar sehr wirksam, der Widerstand. Und da bin ich sehr dankbar, kommt es gerade daher oder dorther. Das bewegt was. Ich bin allerdings erstaunt, dass die sogenannten gebildeten Zivilisationen, die ausgereifteren, wie sie sich selbst vielleicht nennen würden, dass genau in diesen Gefilden das Erkennen einfach nicht so da ist. Und da sind wir wieder beim Punkt der Reizüberflutung. Und das ist natürlich ein Instrument, das genutzt werden kann, um Ängste zu erzeugen, zum Beispiel. Oder etwas nicht sehen zu lassen, weil es ob der Besetzung durch die Reize einfach nicht auch noch reinkommen kann. Wir sind gegenwärtig in einer geistigen Prüfung, so sehe ich das für mich. Schnallen wir es oder schnallen wir es nicht? Und ich bemerke rundum, so, ich halte mich wirklich für sensitiv in dieser Sache.
Ich bemerke rundum viele Menschen, die aufwachen. Sehr viele, wirklich sehr, sehr viele. Also ich würde mal sagen, zwischen 30, vielleicht bis an die 40% beginnen zu sehen, was da ist. Wirklich sehen, tun, also das ist eine Schätzung von meinem Erleben, vielleicht 15, 20%. Aber so, man kann sagen, für mich kann ich das sagen, 30 bis 40% beginnt zu sehen, ist aufmerksamer, traut den Dingen, die da kommen, nicht mehr oder nicht mehr so schnell. Das macht Mut, ja, das macht Mut. Ich denke, wir sind jetzt diejenigen, die das ändern. Sonst ändern die uns. Willst du das? Ich nicht. Und ich denke auch nicht meine Kinder. Und ich denke auch nicht, dass meine Lieben es wollen. Auch nicht mein Mitfeld. Ich kenne niemanden, der das will. Ich denke wirklich, es ist die Zeit, wo wir unsere Kraft zu leben haben. Die ist in uns. Und wenn wir uns derer gewahr werden, dann manifestieren wir unsere Kraft. Und dann sind die Lügner, die Räuber und die Mörder weg vom Fenster und weg vom Steuerrad. Es liegt an dir.